mehr Kleider, mehr Freizeit, mehr schöne Autos, mehr Sachen, die unsere Häuser zieren oder unsere Freizeit bestimmen. Immer mehr. Auch die Werbung sagt uns doch immer, dass wir immer mehr brauchen, mehr Hunger haben nach irgendetwas. Und ich weiss nicht, vielleicht bist du schon mal hungrig ins Coop oder ins Migros gegangen. Sondern mit einem richtigen Knurren im Magen hättest du das Gefühl gehabt, jetzt sollte ich eigentlich zur Nacht einkaufen. Und dann bist du reingekommen, die Ladentüren haben sich aufgetan und was schmeckt man als allererstes? Nicht das Gemüse, oder, wo man zuerst durchläuft, sondern man schmeckt schon von weitem Brot. Also ein feines Geschmäckchen vom Brot liegt doch häufig in der Luft. Und dann hast du vielleicht auch gerade eins gekauft und bist, nachdem du die Einkäufe erledigt hast, bist an der Kasse gesehen, bist vielleicht ins Auto gestiegen, vielleicht in den Bus oder vielleicht einfach auch auf der Straße gesehen und hast einfach nicht widerstehen. Du hast einfach müssen ein bisschen schon probieren vorher, einfach ein bisschen schnabulieren vorher, ein bisschen müssen gelusten. Und mir ist das auch schon so gegangen und ich habe es tatsächlich geschafft, schon mal ein halbes Brot zu essen, bevor ich daheim bin angekommen. Ja, so ein Brot ist eben schon etwas Spezielles. Und ihr werdet sehen, heute geht es um das Brot. Weil der Simeon hat mir gesagt, für die heutige Predigt hat er doch ganz gerne das Thema tägliches Brot. Und ich möchte heute mit euch dem Brot ein bisschen auf die Spur gehen. Brot ist nämlich schon rein geschichtlich etwas mega Interessantes. Und genau, darf ich ein bisschen Licht haben, sonst wird es dann doch ein bisschen schwierig. Ich kann gut auswendig lernen, aber nicht ganz so viel. Ich bin nämlich sehr geschichtlich interessiert und ich habe mich dann auch ein bisschen auf die Spur von diesem Brot in der Geschichte gemacht. Und ich habe so ein bisschen herausgefunden, man könnte fast meinen, das Brot sei fast so ein bisschen ein Grundstein der heutigen Zivilisation. Weil früher, ganz früher, vor vielen tausend Jahren, waren die Menschen Jäger und Sammler gewesen. Und erst, als sie so ein bisschen das Brot entdeckt haben und haben gefunden, oh, das könnte man doch ein bisschen kultivieren, das könnte man anbauen, erst dann haben sich Dörfer entwickelt. Es hat Städte gegeben, es hat Handel gegeben, es hat Berufe gegeben und Zivilisationen haben sich entwickelt. Fast ein bisschen ein Grundstein hat das Brot gelegt. Und so ist es auch eines der ältesten und wichtigsten Nahrungsmittel der Menschheit. Aber Brot ist durch die Geschichte mehr als nur einfach ein Nahrungsmittel gewesen. Auch in der Politik hat Brot immer eine wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel im alten Rom. Pane et circenses, oder? Brot und Spiele ist doch dort auch immer so ein Thema gewesen. Und wo Zugang zum Brot war, da konnte es überleben oder Tod entscheiden. Und gerade in Zeiten, wo das Brot eben knapp war, wo es Hungersnöte hatte, oder steigende Brotpreise, zum Beispiel vor der Französischen Revolution, da sind Volksausstände ausgelöst worden, da sind sogar Kriege ausgelöst worden, um so etwas Einfaches wie Brot. Oder auch im 20. Jahrhundert, wo so ein bisschen die sozialistischen Bewegungen kamen, da ist es um Brot für alle gegangen, gegen Ungleichheit in Gemeinschaftsschichten. Und die Versorgung vom Brot ist vom Staat so ein bisschen geplant worden und organisiert worden. Ihr seht also, Brot hat schon immer eine mega wichtige Rolle gespielt. Nicht nur einfach als etwas Feines, ein feines Nahrungsmittel, sondern auch als Symbol für Macht und Wohlstand und auch das Wohl einer Gesellschaft. Und das Brot hat nämlich auch in der Bibel eine ganz wichtige Bedeutung. In der Lutherbibel lesen wir den Begriff Brot 269 Mal. Und zwar bereits ganz am Anfang der Bibel.
Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 19 heißt es, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Und diesen Vers lesen wir gerade, nachdem der Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Dort haben sie nämlich alles gehabt, was sie gebraucht haben. Sie mussten sich nicht darum kümmern, was sie zu essen oder woher sie ihr Brot haben. Aber als sie ausgestossen wurden, da ist es nachher darum gegangen. Da mussten sie selber gucken, dass sie eben zu diesem Brot kommen. Und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, könnte man auch sagen, das Brot ist hier in diesem Vers auch ein Sinnbild für Essen allgemein, aber auch für Unterschlupf, für Kleider, für einen Lebensunterhalt. Und das zeigt doch auch, dass das Brot einer der grundlegendsten Bedürfnisse in unserem Leben ist, wo wir stillen müssen. Das Brot, den Hunger, den müssen wir stillen. Und so lesen wir auch, wie der Simeon hat gesagt, nicht der Simon, sorry, im Vaterunser als erste Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist uns ganz wichtig. Ja, wann hast du das letzte Mal gebetet, unser tägliches Brot gib uns heute? Und hast du wirklich gebetet, ich brauche Brot? Ich brauche Brot, sonst hungere ich. Ja, wir hier in der Schweiz, wir können von morgen am 8 Uhr bis am Abend am 7 Uhr Brot kaufen, an der Tankstelle sogar noch länger. Wann hast du zuletzt darum gebetet, ich brauche Brot? Gib mir mein tägliches Brot. Aber wenn wir das beten, dann geht es nämlich nicht nur um das tägliche physische Brot als Nahrung für unseren Körper. Es geht eben auch um die geistliche Nahrung. Brot kann in diesem Gebet ein Symbol für alles sein, was wir zum Leben brauchen. Sowohl körperlich wie eben auch geistlich. Das tägliche Brot, das kann so viel mehr sein, als nur die Ernährung von unserem Körper. Und das möchte ich euch anhand von 2 Aussagen von Jesus auslegen. So lesen wir in Matthäus 4, dass Jesus nach seiner Taufe in die Wüste ist gegangen und dort 40 Tage und 40 Du bist ein bisschen zu weit. Pardon. Auf 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiss, das zehrt an ihm. Da ist man hungrig, da ist man physisch erschöpft. Und genau in diesem Moment von Schwäche ist Satan gekommen und hat ihn verführt. Er hat Jesus angeboten, ich stille dir die Hunger. Mach die Steine doch zu Brot. Aber jetzt bin ich gleich noch Zeit, excuse. Satan kommt also, sieht, dass Jesus hungrig ist und zack. Er greift ihn genau dort an. Er greift ihn nicht an, weil er sagt, du brauchst Macht, du brauchst Stolz, du brauchst Geld. Nein, er greift ihm die physischen Bedürfnisse an. Geht es uns nicht manchmal auch so? Wie reagierst du, wenn du hungrig bist? Kennt ihr den Begriff hungry? Der kommt aus dem Englischen, aus der Zusammensetzung aus dem Wort Hunger, also Hunger, und angry, wütend oder verrückt. Und hungry kann so viel bedeuten, wie dass man ein bisschen dünnhäutig, ein bisschen ungeduldig, launisch, wütend, schnippisch wird, wenn man Hunger hat. Oder manchmal auch ein bisschen irrational davon denken oder argumentieren. Mein Mann ist so ein Beispiel dafür. Wenn man kurz vor dem Mittag oder vor dem Nacht ist und vielleicht noch am Einkaufen ist oder sonst noch etwas, was im Bett und er plötzlich so ein bisschen fast schnippisch reagieren oder so ein bisschen launisch oder ungeduldig. Dann ist es manchmal einfach so, dass er hungry ist, dass er hungrig ist und darum ein bisschen
nicht mehr so gut sprechen. Und dann muss man ganz, ganz schnell gucken, dass er etwas im Magen bekommt. Und mir geht es übrigens auch so. Wenn ich hungry werde, dann werde ich auch launisch und schnippisch. Also es ist nicht nur er. Und ihr seid es vielleicht manchmal schon, ich weiß es nicht. Und auch Jesus wird es vielleicht auch ein bisschen ähnlich gegangen sein. Schliesslich ist er trotz seiner Göttlichkeit ja auch voll und ganz Mensch mit menschlichen Bedürfnissen gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus auch ein bisschen hungry war, wo Satan ist und ihn versucht hat. Schliesslich hat er Hunger gehabt, jetzt kommt noch dieser und will auch noch etwas von ihm, oder? Und dann muss man ja auch noch richtig reagieren. Das ist nicht so einfach, wenn man Hunger im Bauch hat, richtig zu reagieren. Und Satan hat genau das gewusst. Er hat gewusst, wenn Jesus müde, allein, hungrig ist, dann ist er angreifbar. Und die Versuchung von Jesus, die zeigt auch uns so eine wichtige Wahrheit, finde ich. Auch uns versucht Satan genau dann, wenn wir besonders angreifbar sind, wenn wir eben körperlich oder emotional erschöpft sind, wenn wir unerfüllt sind. Zum Beispiel in Einsamkeit, in Müdigkeit, in schwierigen Entscheidungssituationen oder Ungewissheit. Er sucht genau nach diesem Moment von Schwäche, um uns von Gott abzulenken. Wie reagieren wir? Wie oft halten wir den Stand? Ja, und ja, eigentlich hat ja Jesus durchaus Macht gehabt, die Steine in Brot zu verwandeln. Nichts einfacher als das für ihn, oder? Aber er hat nicht wollen. Es ist ihm nämlich um mehr gegangen, als nur um das Bedürfnis, seinen Hunger zu stillen. Und so ist Jesus gar nicht erst auf die Versuchung eingegangen. Sondern er hat am Teufel kontert. Nein! Nein! Er hat standgehalten und gesagt, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ja, Jesus ist wohl hungrig gewesen, aber er weiß, dass er dieser Versuchung nicht darf nachgeben. Und darum greift er zu einer mächtigen Waffe, einem Wort Gottes, und zitiert einen Vers aus dem 5. Buch Mose. Und dieses Kapitel wollen wir heute ein bisschen zusammen angucken. Die Israeliten sind nämlich nach 40 Jahren in der Wüste am Jordan angekommen. Und bevor sie das von Gott versprochene Land endlich betreten dürfen, erklärt Mose ihnen einmal, welche grosse Taten von Gott sie in der Wüste dürfen miterleben. Und er erklärt ihnen nochmals die 10 Gebote und wie sie nach dem Willen von Gott leben sollen. Und so sehen wir auch ein bisschen ganz schön Parallelen zu dem Text zur Versuchung von Jesus. Die Israeliten waren in der Wüste, Jesus war in der Wüste. Wir finden an beiden Orten auch die Zahl 40. Bei den Israeliten waren es 40 Jahre, bei Jesus 40 Tage, 40 Nächte. Und auch für das Volk Israel wie auch für Jesus hat es auch so eine kleine Zeit vor Prüfung bedeutet. Und das sehen wir jetzt in diesem Text. Wir lesen nämlich im 5. Buch Mose, Kapitel 8. Befolgt gewissenhaft alle Gebote, die ich euch heute gebe. Dann werdet ihr leben und viele Nachkommen haben und das Land erobern, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Erinnert euch den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt.
Denn während dieser 40 Jahre nutzten sich eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. Daran solltet ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch erzieht, so wie die Eltern ihr Kind erziehen. Lebt nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, und habt Ehrfurcht vor ihm, indem ihr seine Gebote in eurem Leben umsetzt. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen, und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und es euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Was können wir aus diesen Versen nehmen? Der Mose erinnert die Israeliten daran, dass Gott sie in der Wüste versorgt hat. Und zwar mit allem, was sie brauchen. Er hat ihnen Manna und Wasser gegeben. Er hat sie beschützt. Und ihnen Kleider gegeben, die nicht abnützen. 40 Jahre lang die gleichen Kleider. Und ihre Füße, die hatten keine Blasen gehabt. Die hatten auch eine gute Wanderschuhe gehabt. Und während dieser 40 Jahre in der Wüste haben die Israeliten nicht nur eine Zeit vor Prüfung erlebt, sondern auch eine Zeit, wo einfach Gott für sie gesorgt hat. Obwohl die Wüste ein lebensfeindlicher Ort war, hat Gott sein Volk nie im Stich gelassen. Täglich hat es Manna gegeben, das himmlische Brot, das den Hunger der Israeliten gestillt hat. Und Manna, das war ein Zeichen vor Fürsorge. Aber es war auch eine Lektion für das Volk. Es hat sie daran erinnert, dass ihre wirkliche Versorgung nicht von menschlichem Bemühen abhängt, sondern von Gott selber. Jeden Tag mussten sie neu darauf vertrauen, dass Gott ihnen Manna schickt. Jeden Tag neu. Und sie mussten vertrauen, dass Gott für sie sorgen würde. Und Gott hat es gemacht. Und Gott verspricht hier auch, dass wenn das Volk ihm treu bleibt, dass sie ein Land werden haben, das ihnen Wohlstand bringt. Und dass sie für diesen Wohlstand sollen danken, so wie es im letzten Vers heißt: Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Gott hat also für das irdische Wohl der Israeliten sehr gesorgt. Und das macht er auch heute noch für uns. Der Mose fährt in diesem Kapitel aber auch mit einer Warnung fort und sagt: Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gegeben habe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schaf-, Ziegen- und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat euch durch die große, schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt. Er ließ euch Wasser aus den Felsen sprudeln und gab euch in der Wüste Manna zu essen, eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und auf die Probe stellen und euch letztlich mit Gutem zu beschenken. Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der heute noch gilt.
Eines jedoch kann ich heute noch versichern: Wenn ihr den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, sie verehrt und anbetet, dann werdet ihr umkommen, weil ihr dem Herrn, euren Gott, nicht gehorcht. Wird er euch vernichten, so wie er die Völker vor euch vernichtet. Das sind harte Worte. Aber der Mose erklärt hier den Israeliten, was sie im gelobten Land werden finden. Im Prinzip ein Leben im Überfluss. Aber er ermahnt sie, dass wenn sie sich dann an den Überfluss und den Wohlstand gewöhnt haben, nicht vergessen sollen, dass der Herr ihnen alles geschenkt hat und sie trotz dem Wohlstand immer noch nach seinem Willen sollen leben und fragen. Und hier sehen wir doch auch eine wunderbare Parallele zu unserem Leben, oder? Ich wage zu behaupten, dass die meisten von uns genug haben. Dass wir vielleicht sogar im Überfluss leben. Und Mose warnt die Israeliten hier, dass es leicht ist, Gott zu vergessen, wenn man im Wohlstand lebt. Und sehen wir da nicht auch unsere heutige Gesellschaft? Weil noch nie haben wir Menschen so viele materielle Sachen gehabt. Noch nie ist es den meisten von uns, auch in dieser Region der Welt, so gut gegangen wie heute. Und doch, wie viele fragen denn noch nach Gott? Oder sehen wir nicht immer mehr Tendenzen vom Glauben fort? Wie einfach ist es doch, Gott zu vergessen oder als weniger wichtig zu erachten, wenn man doch alles hat oder alles kaufen kann. Aber haben wir alles? Haben wir wirklich alles? Oder ist es nicht so, dass wir immer mehr Hunger haben? Immer mehr wollen, immer mehr brauchen? Dass wenn wir alles Brot haben, alles Essen haben, alle Häuser haben, alles Geld haben, doch immer mehr brauchen? Mehr Kleider, mehr Freizeit, mehr schöne Autos, mehr Sachen, die unsere Häuser zieren oder unsere Freizeit bestimmen. Immer mehr. Auch die Werbung sagt uns doch immer, dass wir immer mehr brauchen, mehr Hunger haben nach irgendetwas. Aber mehr Hunger nach was denn? Und wir können, glaube wir alle wissen, was wir für einen Hunger in uns haben und wie wir versuchen, den zu stillen. Und ich glaube, wir können noch so versuchen, den Hunger zu stillen. Wir werden es nie mit weltlichen Sachen schaffen. Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Ich einmal schon. In meiner Teenagerzeit ist es auch mir gegangen wie vielen. Mit Ausgang, mit Freunden, auch ein bisschen mit Alkohol. Oder später zum Beispiel habe ich meinen Hunger versucht zu stillen, indem ich einfach endlos Serien geguckt habe. Ich habe, glaube ich, alles geguckt, was man gucken kann. Eine nach der anderen. Und ja, die geben ihm kurzfristig Erfüllung. Ich war investiert in die Figuren, in die Geschichten. Hey, aber wenn eine Serie fertig war, immer das Gleiche. So ein Loch, eine Leere, ein Hunger fast gar. Manchmal bin ich dann noch fast ein bisschen eine Art lunisch geworden, ein bisschen depressiv, ein bisschen hungry. Und zwar nach dem nächsten Serienfutter. Und dann eben die Suche nach der nächsten Serie, die ihm dann wieder ein bisschen Erfüllung gibt. Das Verlangen, das der Hunger nach der nächsten Serie so stillen. Und das hat sie auch gemacht, einmal für ein Zeitchen. Und das ist einfach ein Beispiel von mir. Aber ihr alle, ihr habt so einen Hunger, da bin ich überzeugt. Und ihr alle, ihr habt so Löcher in euch, wo ihr versucht, mit irgendetwas zu stopfen. Und ich glaube, das ist genau das, was der Text uns so sagen will. Nämlich bevor der Mose alle die materiellen Sachen aufzählt, die die Israeliten im gelobten Land werden haben, also alles, was wir im Überfluss werden haben, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Und für mich bedeutet das einfach, dass wir wirklich mehr brauchen, als nur alles, was wir haben und besitzen können, um wirklich satt zu werden.
Wenn wir Jesus nämlich nicht in unserem Leben haben, dann wird der Hunger nach dem echten Brot nie gestillt. Im Johannes 6 nimmt Jesus selber auch die Lehre auf und zeigt uns, dass der wahre Hunger in uns Menschen eben nicht nur der Hunger nach richtigem Brot ist, der physische Hunger, sondern eben auch ein geistlicher Hunger. Nämlich, nachdem Jesus 5000 Menschen Brot und Fisch hat gegeben, kommen die Menschen wieder zu ihm und fragen ihn im Prinzip danach, dass er nochmal so ein Wunder vollbringt, dass sie nochmal dürfen das Essen multiplizieren sehen. Und sie sagen, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Also sie im Prinzip erwarten sie von ihm nochmal ein Wunder, vielleicht, dass er uns ihnen sogar auch das Manna schenkt und zeigt. Aber Jesus, fordert sie heraus, über den physischen Hunger herauszudenken. Und sagt, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, antworteten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus sagt von sich, er sei das wahre Brot, das unseren inneren Hunger stillt. Ein Hunger nach Liebe, nach Wahrheit, nach Vergebung und einer Beziehung zu Gott. Was Jesus hier sagt, ist im Prinzip, es gibt einen Hunger in jedem von uns, der durch nichts anderes, durch absolut nichts anderes, als durch ihn selber gestillt werden kann. Und dieser Hunger, der kann wirklich einfach nicht durch materielle Sachen oder auch durch den Erfolg in dieser Welt befriedigt werden. Nur er allein. Aber das Brot muss auch gegessen werden, um satt zu machen. Und das reicht nicht, wenn ich das einmal esse und dann bin ich für 4 Monate satt, oder? Das muss jeden Tag, muss ich neu das Brot, die Nahrung zu mir nehmen. Es muss eben wirklich tägliches Brot sein. Wir müssen mit ihm täglich in Beziehung stehen. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist das wirklich einfach ein Aufruf, jeden Tag Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Dann frage ich dich, bist du wirklich satt? Bist du tief gesättigt wie von einem feinen, frisch gekauften, frisch gebackenen, fein schmückenden Vollkornbrot? Bist du tief innen satt? Oder bist du, wie ich, manchmal ein bisschen hungry? In Zeiten gerade, wo du vielleicht durch den Alltag abgelenkt bist oder wo du das Gefühl hast, du brauchst Jesus im Moment ein bisschen weniger, fühlst du dich da hungriger nach anderem und versuchst den Hunger selber zu stillen? Aber vielleicht hast du noch gar nie von diesem Brot probiert. Vielleicht grummelt dein seelischer Bauch richtig gehend vor Hunger und du fühlst die Leere in dir. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, die Wahrheit auf dich zu wirken und einfach Jesus aktiv zu suchen. Er ist das Brot vom Leben und er allein kann dich satt machen. Egal, wo du heute gerade stehst oder wie hungrig, hungry oder wie satt du heute Morgen bist. Er lädt auch dich heute ein, gerade von dem köstlichen, sättigenden Brot vom Leben zu probieren, zu geniessen, satt zu werden. Und vielleicht brauchst du dann heute Morgen einfach ein kleines Stückchen von diesem Brot, um dich daran zu erinnern. Dann darfst du dir das
während dem nächsten Stück machen. So wie das Brot auch Grundstein der Zivilisation nämlich war, möchte Jesus auch der Grundstein in deinem Leben sein. Jeden Tag neu ein Stück tägliches Brot von dir sein. Und er verspricht, wenn er das Brot von deinem Leben ist, dann werden deine tiefsten Bedürfnisse der Beziehung zu ihm gestillt werden. Wenn wir auf ihn vertrauen, müssen wir nie mehr Hunger haben. Amen.